Ekran! Ekranen jährlich ab aus wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u van euch dabei bent en ons touw hier is, op YouTube checken is. En dankzij Diederich ook dat u van jou het eerste mal hier dabei bent. U bent Diederich Dick. En van waar u bent en wer u bent, kan ons zelf zeggen. Kan je eenmaal voorstellen? Oké. Mijn naam is Diederich Dick. Ik ben van Blees. Ik ben in Mexico geboren. Mijn ouders trokken naar Blees toen ik 10 jaar oud was. En toen ik about 22 jaar oud was, dan bekeerde ik me. En een paar jaar later is wat we ons bevrienden. Ik heb vrienden, ik heb 3 kinderen, 2 stuk van die zijn bevrijd. En einer die kijkt naar me dat ik bevrienden wil. Oké. Sehr interessant, dat je sehr interessant die kennen te leren. Ik had die nu nog maar een week dat ik die kennen leren. Dat we op een fast, dat we hier in Bolivien gevierd waren. En Hacienda Verde in San Jose. Du wir een aanzeningsfast. En du wirst van Belize komen en du deed den zondag predigen. En dat weer een zeer schöne predigt. En dat weer ook een zeer schön fast. En de prediger redet te mij en ik dacht, wanneer te mij redet had, dan kunnen dat nog ten deel meer reden. Wat niet kan op dat fast zijn. Also van daar waar we ganz kort eenmaal van dat reden wat u reden deed. Dat we in de predigt zijn, dat we zijn dankbaar zijn, en niet vergeten wat God gedaan heeft. So kan eenmaal best zeggen wat, ganz kort zeggen wat de predigt te zijn had. Ja. Wat ik zeggen deed is dat en ik denk nu terug naar het volk Israël in het Oude Testament, wenn ze door de Wüste durchgegaan weer, Rameskons durchgegaan, en dan zegt God dat wanneer ze in ihr Land, versprochenes Land werden, dann sollen sie nicht Gott vergeten. Und das ist mein Thema, da wir vergeten nicht den Gott. Und in 5. Mose Kapitel 8, Vers 11 sagt Gott, wenn ihr alles habt, was ihr dankert, wenn ihr keine Häuser gebaut habt, keine Herden frei abgebaut haben, und keine Häuser gebaut haben und all die Dinge, dann passt ab und vergeht den Gott nicht. Und dort ist bei mir immer wieder wichtig, dass wir nicht unseren Gott vergeten. Und das ist durch den Gott, dass wir überhaupt auf dieser Erde leben können, dass wir können leben, dass wir eten können, schaffen können. Er gibt uns die Gnade. Aber vielmehr ist dort, er hat uns den Sohn Jesus Christus gegeben, als unsere Rettung, dass wir gerettet sind, dass wir seine Kinder sein. Und deswegen ist das für mich so wichtig, dass wir uns untereinander halten doen. Hij leeft ons, hij wil gaan, wij zullen hem ook leven. En dan ging de predigt wieder en dan had ze, wie de eerste part, dan ging het toen aan dat wat we kunnen doen. En dat waren gelijk 2 punten waar ik niet vergeten had. Ja, de 2 punten wat ik had, een is dat we God nummer 1 in ons leven hebben. Wat Matthäus Kapitel 6, Vers 33 sagt, wir sollen das erste und seine Recht und seine Gerechtigkeit trachten, und auch was er uns das ewige alle geben. Und wenn wir dort in uns Leben haben, dass Gott Nummer 1 in uns Leben ist, da wird er uns mit das ewige halten. Und das andere wäre, dass wir Gott leben und uns untereinander leben. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns untereinander leben tun. Und Paulus sagt in Philippa, wir sollen, er betet für die philippische Gemeinde, dass wir sollen, dat zij zullen ihre Leib mehr und mehr üben, dat der Leib soll wachsen in ihr End. Dat wir sehr interessant, und dann kommt der zweite Punkt, was sagt der? Und dat wir uns untereinander gut sind. Ah, dat had ze nu al gleich ja, gesagt. Ja, dat had ik nu al gezegd, ja. Oh ja, sorry, ik zie niet zo klug als viele andere. Ja, so dann hat wir diese Predigt, dass wir sollen Gott als erste stehen haben und uns untereinander leben. Und in dem alles, dass wir niemals sollen abhören, dankbar zu sein. Was du dann sagst, das wird in Belize wie, wo jeder das erste einmal gehört hat, und wo das von der ersten Tag wie. Was ist der Unterschied? Okay, wenn wir in Belize treten, dann denke ich ziemlich am Tau,
viele Leute hatten nicht viel. Einige hatten mit Meyers, andere hatten. Aber zu der Zeit hatten wir noch nicht die Vortier. Wir hatten mit einem Traktor, einen Trailer, was wir brauchten, zum vielmal Dinge befahren. Und wenn wir in die Kirche fahren, dann stoppen wir uns den Trailer ganz voll Menschen und fuhren wir alle top in die Kirche. Und wir standen uns sehr top, wegen wir hatten nicht alles, was uns gegangen hat. Und in later Zeit, wo wir besser auf sind, mehr Geld haben und so fort haben, dann haben wir mäßig mehr Raum, um einer für den anderen Zeit nehmen. Und wenn wir in die Stadt fahren, dann können wir mäßig mehr top stehen, wegen jeder einer will seinen einen Weg fahren und dann nehmen wir nicht so viel Zeit einer für den anderen. Vielleicht war der andere eine Stunde länger in der Stadt geblieben dann als sonst oder viel zu viel. Und das sei ich auch gefällt, dass ein Mensch sehr leicht durch die Hand kommt, dass er das verjagt, von wo er hergekommen ist. Und Ferken gleicht er dann auch kein Matt sind fertig haben, er Matt dort in Jahren haben. Und wenn er dort nicht kann haben, dann ist es nicht mehr gut genug. Und Ferken braucht wir dort gar nicht. Wir kommen sehr gut ohne dort die Länge. Und Ferken kommen viel besser die Länge, weil wir das nicht haben. Und dann wieder noch eine Geschichte von einem Fäscher, was die vertalen hat. Und die interessiert mich auch sehr. Okay. Ja, eine Geschichte, die ich mit dort alle anbringen wollte, was ich vorher gelesen habe, ist ein Fäscher, ein Mann, ein Fuhrer geht Fäschen, der geht jeder Vormittag Fäschen, sodass er für seine Familie für den Tag Fäsch hat. Und dann normal kann er Zeit sparen mit seiner Familie. Und dann kommt ein anderer, der sagt, na warum das nicht einen Tag immer Fäschen? Na warum soll er sollen daher Fäschen, na warum mehr Fäschen, na was er dann mit dem Fäsch soll, na dann kann er die verkaufen, na was er dann mit dem Geld soll. Dann kann er Arbeiter annehmen, dass er noch mehr Fäschen, na was er dann noch soll dann. Und mit der Zeit kommt es durch, dann hat er einen Teil haben gut, wenn er dann nicht alle wird, dann kann er Zeit sparen mit seiner Familie. Und dann sagt er, das kriegt was ich nicht all da. Ich will einen halben Tag schaffen und dann genug mit der Familie sparen. Er braucht nicht warten, bis er alt wird. Er braucht nicht warten, bis er alt wird, mit seiner Familie Zeit sparen. Ja. Und ich glaube, das kann wie Deutsche sehr viel von lernen, wenn sie sind Ferken von der Kant, dass wir so sehr arbeiten wollen, dass wir sehr reich sind, wenn wir alt sind. Und Ferken braucht wir vielleicht nicht ganz so reich sein, wenn wir ab alt kommen. Und Gott, wenn Gott wird für uns sorgen, ich glaube, das kann wir Ferken besser das Vertrauen auf der Kant leihen. Und ich will noch hören, was hier wird, was du vielleicht uns von Belize vertrauen kannst, vielleicht vom Wara, oder was immer was du glaubst, was uns interessieren kann. Ich sehe da niemand so was. Ja. Ich glaube, Belize ist ein von den schmucksten Ländern. Aber Bolivia, wo ich hier nicht sehe, ist ein sehr stromes Land, dort legen sich man Teil Dinge sehr dicht bei. Dort ist es sehr schmuck. Wir haben viel Regen. Wir haben in Zentimeter, weiß ich nicht wie viel, aber wir haben in Saal habe ich gewöhnlich zwischen 50 und 60 Saal Regen das Jahr. Und wir haben unsere Kolonie auf Blue Creek, wir haben viel Fei, viel Heiner, Riesackerie, Korn und Soybeans, so das ist, was wir da haben. Aber was von den guten Dingen, was besonders an unserer Jugend viel mit Zeit spannend ist am Wasser. Wir haben Riefer, wir haben Bootlacher, wir haben besonders einen Onkel, wo der Wasser in die immer rütschälen hat, du hast sich ein Bootlach rütgesmannt. Die kann den Boden schwarm gehen und die haben immer rein das Wasser. So am Wasser hat unsere Jugend sehr viel Zeit spannend. Und das hat sehr viel Schein. Und auch Volleyball spielen. Die spenden viel Zeit mit Volleyball. Sehr interessant. Und was ich auch gehört habe, ist, dass Belize sehr schmeckt mehrhaft. Dass das sehr fein kloret bleibt mehr. Also, ich glaube, einen Tag, weil ich nach meinem Physik gekommen war, und mir die Leine hat gegessen und die Riefer schwammen und das Meer und das scheint ein Land zu sein. Und vielleicht hast du zum Abschluss noch ein Mutmerken, das Wort für unsere Tauchhörer, was die am sagen kannst, was von Gott vielleicht hören. Mein Mut würde ich immer wieder sagen, holt ihn an Gott fest. Wir gehen in uns Leben durch verschiedenste Zeiten durch. Und das sind nicht immer leichte Zeiten. Wir gehen durch verschiedenste dunkle Zeiten durch. Aber an Gott festhalten. Und unser Friede braucht nicht um Umständen von Beten sein, aber unser Friede kann vom Band von Gott sein. Auch den Friede. Gott gibt uns den innerlichen Friede. Wenn es dann vom Beten auch einmal nicht so aus, als wir das gleiche oder uns möglich ist, wir können danach immer wieder an Gott festhalten in unsere volle Friede
onarm haben. Und dat is dat gute Ding. En am hingersten Ding, wir kijken alle verweg bij een dag bij God im Himmel te zijn. En deze tijd wat we hier leven, is de tijd wat we dort rijdt meer en doen. En het andere ding, wat ik immer weer mag zeggen, is die bezorgnis bloß für die zelfs, er is die bezorgnis für die Nächsten oder für die, wat God nicht kann doen. So, dat wil ik ons immer weer aan spreken. Wel voor andere mensen beten, weil wir den Mut sprechen, weil wir den Mut haben, dass ich kann verweicht werden. Ja, der Himmel ist nicht bloß für uns allein, der ist für... Der Himmel ist nicht bloß für die Mennoniten, für alle Menschen. Ja. Gott hat die Menschen gemerkt und er will alle sein Wort sagen, er will nicht, dass einer soll verloren gehen. Ja, und ich glaube, wir können sehr viel dazu tun. Das sind auch sehr mitmerken, wird für mich, und wie sind wir da zum Schluss gekommen, vielen Dank, dass du von dir dabei warst. Danke auch Dietrich, dass du hier bist. Und ich möchte dir auch mit mir geholfen den Herrn. Und Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, dass du von dir dabei bist. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.